Ekran! Ekranen geef niet op, als wanneer waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom lieve vrienden, welkom zu dit programma Ekran. Dankeschön, dat u weer dabei bent, dat u eigen schuld hast. Mochten wir eine gute Zeit haben und wir wollen von dir auch viel hören. So, wir gehen kurz wieder und wir gehen wieder mit das Vote für den Wahl. Hier ist das Vote für den Wahl. Wo jettet ihr, mein Freund? In der Bibel verspricht Gott uns ein neues Wort. Einen neuen Jes. Er verspricht uns, dass er das alte Wort rausnehmen und ein neues Wort ändern. In Hesekiel 36, Vers 26 sagt das so. En ik wil jullie een nieuw hart geven, en een nieuwe geest in jullie zetten. Ik wil dat steinerne hart uit jullie körper uitrieten, en jullie een fleischende hart geven. So Gott verspricht uns ein neues Hart. Das Hart, was wir haben, das steinerne Hart, ich weiß, das wir haben nicht wirklich ein steinernes Hart, nicht so? Aber jährliche Seine haben ein steinernes Hart. Vielmal, besonders wenn wir Gott nicht haben, haben wir ein steinernes Hart. Vielmal, wenn wir Sünde tun, oder wenn Menschen uns aneuern, oder wir Hut gegen irgendwas haben, dann fangen wir uns hart an hart zu merken. Und in dem Sinne wird das steinrig. So, wenn wir das tauloten, dass uns hart ganz steinrig wird, dann ist uns hart tau. Und dann ist das hart, das ist ein Stein. Und dann kann Gott nicht mehr zu uns reden. Und stellt euch vor, ein Hort, was pumpen soll, wenn das nicht auf einmal ein Stein ist. Kann das dann pumpen, kann das schlone? Nee, dann ist das ein Stein, der bewegt sich nicht. So, dann müssen wir nur checken, dass wir ein Fleisch an das Hort kriegen. Und wer kann uns das geben? Bloß Gott kann uns ein Fleisch an das Hort geben. Gott verspricht, er wird nicht das alte Hort errieten, das Steinerne, und du ein Fleisch an das Hort nennen. Und uns nie ein Jes geben. Und das passiert den Tag, wo wir uns bekehren, und den Tag, wo wir sagen, Jesus, komm und uns Hort nennen. Dann kommt der Heilige Jes und uns nennen. Und viele Mal überlassen wir den Jes, glaube ich, nicht rühmen. En ik geloof dat jij den Jes vrouw, dat den Heiligen Jes vrouw, dat hij ons waar vallen deed en dat we hem ruim geven, dat hij ons werken kan, dat we hem je hartje, dat we nu zijn stem hartje. Zo dan vrouw den God dat hij die vallen kan met niet hart, met nieuwe gedanken. God verspreekt alles niet te merken in den Heiligen Jes. En dat zeg ik im Neuen Testament, wenn wir den Heiligen Jes haben, dann kommt seine Macht über uns. Der Heilige Jes, das ist Gott in uns. So dann haben wir auf einmal Gott in uns und dann haben wir ein neues Hart. Dann sei wie die Welt anders. Alles fängt auf einmal anders zu werden. Gott will dir ein neues Jes geben, ein neues Hart geben. Frau am Donau. Ein Hart, das schlonen det, das pumpen det. Gott ist ein. Melt min hårt vara rent. Søster die färd. Jeg sier trørig, jeg kan være fyllet med. Jeden Tag passiert dort fresh. Gegen die Heike gesündigt, und ich sei meine Schuld. Und krieg so komisch verdient. Merk mein Hort, war darin, säße die gefällt. Was mir rein von der Schuld, kamen wohnte bei mir.
So, wir gehen dann nu wieder. Hat deze week allerhand interessant gelezen en even nagedacht. En dat is even ons hart wat we hebben. Zoals we hier hier dat God ons een nieuw hart schenken wil, een nieuw yes geven wil. So ik vang aan even na te denken over dat hart. En ik heb mij al een paar maal zo'n ervaring gehad dat ik een ganz dichten vriend, een persoon wat me ganz dicht bij weer im hospital had, im krankenhuis had. En dan leert einer sehr viel von den Doktors, wat dat hart deed en wat de verschiedenste körperdelen doen. En, aber ik heb me veel neu gelezen en ik zie geen dokter. So dat kan zijn dat ik irgendwas niet alles recht verstaan heb. Maar zo weit als ik dat verstaan kan, wil ik jullie vandaag over dat hart reden. So mijn eerste vraag is dat hart bloos een pump? Dat bloed am doorpumpen deed im Körper. Aber wat deed dat hart alles? Aber wat is dat, voor wat is dat hart alles? En plus een interessante zaak. Dat hart dat pumpt 7500 Liter bloed den Tag. So dat pumpt sehr viel mal ans Blut im ganzen Körper an. So 7500 Liter wenigstens den Tag. Dort ist eine gute Pump. Wenn die einzige Menschen 80 Jahre, 90 Jahre, aber einzige Menschen sogar über 100 Jahre aushält, dort ist wirklich eine gute Pump. So, und der ist bloß so groß als unsere Füße. So, wenn du eine kleinere Füße hast, dann hast du wahrscheinlich ein bisschen kleinere Hart. Und wenn du eine große Füße hast, wahrscheinlich ein bisschen größere Hart. So, wenn es wird, macht das Blut gepumpt. Eine Sache ist, dass der Körper macht alle wenn Blut kriegen und der macht einmal frisches Blut alle wenn Hand kriegen. Und wenn es wird das frisches Blut macht, sein, das Blut das macht Oxygen noch haben, oder das macht Luft haben, das wie dann je anjährst oder anatmen und dann kommt die Luft an unsere Lungen an und dann irgendwo kriegt das, wenn es die Lungen, das Hart ist ganz dicht bei, so dann kriegt das Blut Oxygen im Blut an. So irgendwo kommt das durch, wo das alles schaffen hat, das weiß ich nicht so genau. Aber dann kriegt das Oxygen und dann pumpt das ein ganz letztes kleines Fingerspätzchen Blut mit Oxygen und da wenn es bleibt ans Körper leben. So das ist sehr interessant. Und weißt du, wofür den Tag ans Hart schlagen das? Wenigstens bei 100.000 Mal. Und wenn wir danach sehr ran oder sehr arbeiten, wahrscheinlich noch viel mehr. Und so das sind allerhand interessante Sachen, was wir über das Hart weiter kennen. Und dann noch eine ganz andere interessante Sache. Das Verstand und das Hart, das ist ganz dicht geknackt. Das Verstand gibt das Hart einmal, das sagt das an, wenn das pumpen soll oder schlagen soll, irgendwo das ist durch seine Hand her, das ist eine ganze Stromgeschichte. Du in ans Hartbeine betten Verstand und Hand trägt ein paar Mal und ich weiß nicht, das ist sehr kompliziert, das alles zu verstehen. Ich habe gesagt, das alles zu verstehen, aber das, Gott hat das gerade gemerkt, das für uns verstehen. Aber eins ist für mich. So, nu ist die interessante Frage, was passiert, wenn der Doktor ein Hart anplantet? Dat hij doch al gewusst dat van de eerste dag je een hart aan te planten. Niet zo dat je kost, wanneer een mens zeer hartkrank is en wanneer zij op een andere stad storft, nu vielleicht een jonge mens durch een accident oder irgendwas. Wenn dat alle hastig genoeg een ganz reich gemerkt wordt, dan kan die van deze mens wat die sterven is, den zijn hart, wanneer dat nog een fijne hart is, uitnemen. En een persoon wat een krankheid hart heeft. Den zijn krankheid hart uitnemen in dit andere hart van den gestorbenen Menschen ändern. So, dann habe ich auf einmal ein anderes hart, nicht so? Oder nicht wie, aber der Mensch wird das dann tun. So, was passierte, wenn der das tun? Und du wirst gesagt, sehr interessant, dat einzige von diesen, was das erfahren haben, was nu nicht hart haben, das ist nu all sehr viele Menschen, was das all getan haben, die haben auf einmal andere Gedanken gehabt. Und dann auf einmal hat er nur andere Eten als normal. Und das gibt Menschen, die einmal ganz ruhig werden, die wieder auf einmal viel anruhen. Und das gibt Menschen, die wollen einmal bloß Frieden haben, die auf einmal gleich die alle Hände
so eine Sports ist, wo geboxt wird und alle haben so das dort, so dass wir dann fahren nicht. Niemals hat es so gegleicht, wo irgendwer sich verkehlen, wo wir auf einmal gleich in diesen Start kicken. So, wo hat sich dort? Und dort haben die Doktor dort noch nicht ganz ruhig gekriegt, dass das nicht wirklich so ist oder nicht, aber du wird sehr viel allweil von so einem Gerät, wenn am besten sich dort nur kicken das. Dort, wenn einer nu dort hört kriegt von einer anderen Person, dort die gewisse Sachen sind, was einer von der Person kann mitkriegen. Nicht einmal über rein, aber irgendwas, als wenn dort hört einen Verstand hat. Am besten ist es, wenn dort ein Gedächtnis hat. So, das ist alles sehr kompliziert und alles. Aber für mich sehr interessant, wenn das so wird, ist das geben wird. Und ich weiß nicht, ob das alles stimmt. Vielleicht habe ich einen Doktor gestellt und die sagen, na, vielleicht nicht alles. Die können uns dann auch schreiben, sagen, wo jeder dann verstehen. Aber was ich sagen will, ist, dass die Doktor von der Tag viel lernen können, dass den Hort anplanten können. Und zwei, dass in der Bibel sagt, dass redet viel von uns Hort. In vielen haben die Menschen gesagt, no, das Hort, das ist bloß eine Pump. Aber vielleicht ist das nicht auch bloß eine Pump. Ich glaube, als wenn das Hort doch noch wirklich gefallen hat, wenn wie wird schwere fallen, das sich immer ab ans Hort, nicht so? So, was glaubt ihr über das? Glaubt ihr, dass das Hort fallen kann oder dass das nicht fallen kann? Die können uns das schreiben, wenn ihr wollt. Und von daher haben wir den Bibeltext gelesen, dass Gott uns ein neues Hort geben will. So, wo ich noch hin will, ist, wenn Gott uns ein neues Hort gibt, dann ist es, wenn er uns alles Hort zurücknehmen wird, das ist ein Doktor, das wir tun, und uns ein neues Hort geben wird. Und dort bedeutet, dass wir so werden können als Gott. Dort bedeutet nicht, dass wir so perfekt sind und dass wir ohne Sinn sind, nee, dort nicht. Aber dort Sachen, die von Gott sind, zum Beispiel Life. Gott ist Life, nicht so? So, wenn wir nun ein neues Hort kriegen von Gott, und Gott an sein Hort gibt, so ist das sein in der Bibel, dann bedeutet das, dass in uns Hort auch von Life gefällt wird, dass wenn wir haben dann ein neues Hort. Wir sind dann ein neuer Mensch. Gott ist Gnade. So, wenn wir Gott sein Hort kriegen, dann haben wir auch Gnade. So, diese Sachen, die von Gott kommen, die können auf einmal Teil von unserem Leben sein. Ist das nicht sehr interessant? So, wenn das bei der Doktor von der schon das schauen, die von einem Menschen einen anderen Hort, dort Hort anplanten, ich glaube, wenn Gott uns nicht Hort gibt, dann können wir auch die Sachen kriegen. Sind es Liebe, sind es Gnade, sind es Vergebung, dann können wir so werden als Gott. Das sagt auch in der Bibel, wir sollen jeden Tag Jesus ähnlicher werden. So, ich glaube, das hat viel Grund, dass Gott uns nicht Hort geben will. Und ein neuen Jesus, er will was ganz Neues von uns merken. Für mich wird das sehr interessant. Und ich kann wieder über das nachdenken. Die können uns auch über das schreiben, was je nach mehr vom Hort weiter, aber wenn du vielleicht irgendwo ein Doktor uns hier und das, kann uns auch alles unterschreiben, was heute davon verstehen das. Und ja, diese Bibel steht, was wir von über nur gedacht haben, dass wir Hesekiel 36, Vers 26. Und ja, wenn ihr an schreiben wollen, in Frau Hand, über andere Themen, oder ans was sagen wollen, oder an Zeugnis geben wollen, wenn ihr das wollen, dass wir das nicht sagen sollen, dann könnt ihr uns plus weiterlassen. Aber schreibt uns nur das Nummer Meierteken oder Plusteken 591 7788 4479. Oder auch an unserem Facebook oder an unserer E-Mail, dort wo die letzten Holler nach einmal gesagt wurde. Ich fand das sehr interessant und ich hoffe, die finden das auch sehr interessant. So, und wie bei dem Schluss kommen wir dann, weil wir von der nach ein Schießte haben oder ein Spaß. Und dort ist von einem Doktor und einer, der sich operieren lassen will. Und ich habe einen Doktor, der ist ganz abgerechnet und sagt zum Doktor, oh Doktor, ich bin so abgerechnet, das ist das erste Mal, dass ich mich operieren lasse. Dann sagt der Doktor, brauchst keine Angst, und das ist das erste Mal, dass ich wem operieren war. Dankeschön, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was du mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 7788 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.